Ich möchte heute Gedanken mir machen über Lichtbrüche in der dunklen Zeit. Weil wir brauchen das alle, Kinder und die Grossen. Und darum ist es mir ganz wichtig. Der Adventskranz ist bei uns eigentlich der Auftakt zu den Lichtbrüchen von der Weihnacht. Ich tue jetzt mir hier die erste Kerze anzünden. Und tue jetzt das mir einteilen, dass ich von jeder Kerze erzähle, aber dass man sich so ein bisschen merken kann, so dass ich so durch den Advent gehen kann. Die erste Kerze ist am ersten Sonntag vor der Weihnacht. Also das heisst, es sind 4 Wochen und in der 5. ist dann der Heilige Abend und die Weihnacht. Also das ist der Auftakt dazu. Und jeden Sonntag, wo man die hat, sagt man, das ist also ein Adventssonntag. Und Advent heisst auf Latinisch Ankunft. Und die Christen die warten auf die Ankunft vom Jesuskind. Und ich finde es eigentlich noch spannend, man sagt eigentlich zur Geburt auch Niederkunft. Also wenn etwas runterkommt, wenn es auf die Welt kommt, wird es geboren. Und das ist, finde ich noch ganz spannend. Also die Christen warten auf das Jesuskind. Ich habe ein kurzes Kinderversli, das das so schön sagt vom Adventskranz. Das sagt, grüner Kranz, Kranz vom Wald, jetzt kommt die Weihnacht bald. Also es ist ganz kurz für die Kleinen, aber es ist genau das, wenn der Kranz, wenn man den macht mit Tannest, ist das Grün, tut eigentlich sagen, das Grün ist das Leben. Und man kann sogar sagen, das Grün ist das ewige Leben, weil die Tannen lassen normalerweise die Nadeln nicht fallen. Die sind also im Sommer und im Winter grün. Und die 4 Kerzen sind auf dem normalen Adventskranz, also auf dem traditionellen, sind die rot. Und das Rot ist die Farbe der Liebe. Also in der Adventszeit sollten wir ein bisschen lieber sein miteinander wie sonst. Das wäre so die Botschaft. Und dann ist noch lustig, der Kranz ist ja wieder, eigentlich hat ein Kreis hat keinen Anfang und kein Ende. Und es ist quasi, der Adventskranz ist wie, er umhüllt wie die Erde, also der geht rundum. Und das heisst, eigentlich ist die Botschaft, wir sollten mehr Frieden haben miteinander, wir sollten ein bisschen lieber sein miteinander, wir sollten ein bisschen mehr Rücksicht nehmen und nicht um den Ellbogen. Also das ist schon nur allein von der Form so. Ja, also eben, ich habe mir so Gedanken gemacht. Und was noch dabei ist, was mich auch noch schön dünkt, die 4 Kerzen sind eigentlich auch die 4 Himmelsrichtungen. Also wir haben Norden und Süden und Osten und Westen. Und das schadet nichts, wenn wir uns ein bisschen im Sommer oder im Frühling oder im Herbst bewusst mit diesen also mit diesen Himmelsrichtungen befassen, aber wir dürfen das auch im Winter machen. Ich finde einfach, da kommt mir das Indianerrad in den Sinn und wie man an den Bäumen sieht, wo Süden ist und im Norden tut das Moos wachsen. Also es ist auch eine Aufforderung, der Adventskranz ist eigentlich auch eine Aufforderung für achtsamer miteinander umzugehen. Ein Kindervers, wo das auch drinnen vorkommt, ist Advent, Advent, ein Lichtli brennt. Zuerst 1, dann 2, dann 3, dann 4 und dann steht die Weihnacht vor der Tür. Also das heisst, man merkt, jetzt kommt die Weihnacht. Und das finde ich eigentlich, es ist ganz simples, aber das ist sehr verbreitet. Die sagen auch, das Christkindl steht vor der Tür. Ich sage jetzt, die Weihnacht steht vor der Tür. Im Prinzip kommt es aufs Gleiche. In dieser Zeit, wo man den Adventskranz hat, wäre es auch schön, wenn man ihn mit den Kindern zusammen macht. Wenn man vielleicht in den Wald geht, ein paar Restchen reichen, dass man einen schönen Spaziergang macht, dass man es zusammen bindet. Und gleichzeitig zum Auftakt der Adventszeit sind auch Adventskalender.
Und da tut man 24 Türchen auf. Und ich finde die altmodigen eigentlich sehr schön, wo man immer ein Türchen aufmacht. Auch da, man tut die ans Fenster kleben. Und da geht es nicht darum, da geht es darum, dass man schauen kann, was los ist. Ich habe hier den Samichlaus aufgemacht. Da ist also am 6. ist der Samichlaus drauf. Jetzt, wenn ich noch den ersten schaue, ich weiss jetzt gar nicht, ich muss wirklich gut schauen, wo der erste ist. Den sehe ich jetzt nicht einmal gerade. Ja, machen wir jetzt einfach hier auf. Ja, also, hier ist eins. Ja, da ist jetzt gerade Äpfel und Nüsse drauf. Man merkt, Samichlaus fängt an zu schmücken. Also King, wir haben das sehr geliebt. Und die eine Tochter hat es mit den Grosskindern gemacht. Und ich finde es einfach in der heutigen Zeit noch gut, wenn man nicht an allen Orten Gang Schocke bekommt oder immer nur etwas zum Essen. Also es gibt auch schöne Gespräche, als man einfach mit dem nachher durch einen Advent lebt und dann wieder am Morgen geht schauen, was drauf ist. Das wäre so das von dem Auftakt am 1. Advent. Jetzt zünde ich die zweite Kerze an. Das ist die zweite Woche, der zweite Sonntag vom Advent. Und in dieser Woche ist der Samichlauswoche. Und ich finde das eigentlich ganz gut, weil wir haben so wenig Fantasiefiguren. Und zudem hat es den richtigen Samichlaus gegeben. Das war ursprünglich ein Waisenkind von einer reichen Familie, das nachher vom Geld allein hast du ja nicht gelebt und er war auch traurig. Und dann hat er sich also einen Mantel nähen mit grossen Taschen und über die dunkle Jahreszeit ist er immer zu den Leuten gegangen und hat denen Geschenke gebracht. Also auch Orangen und Äpfel und Nüsse. Und einmal ist er zu einem Haus gekommen, wo 3 arme junge Frauen waren, dann war das schlimm, wenn man keinen Mann hatte. Sie haben auch noch keine Berufe, die konnten sich fast nicht ernähren. Und dann, sagt man, hat er ein Wunder gemacht, hat er in seinen Sack gelenkt und hat dort 3 Äpfel drin gehabt und hat so gedacht, das wäre jetzt schön, wenn ich denen helfen könnte. Und als er die 3 Äpfel rausgenommen hat, waren das 3 Goldäpfel. Und dann hat er die 3 Goldäpfel über den Gartenhag reingeschossen. Und sie haben nicht gewusst, dass der Samichlaus gemacht hat. Sie haben gejubelt und Freude gehabt. Und von dem an ist es denen auch gut gegangen. Bei uns sagt man ja, der Samichlaus kommt aus dem Schwarzwald. Und der hat ja den Schmutzli dazu. Und der Schmutzli war eigentlich ein Waldarbeiter. Und der hatte gerne ein dreckiges Gesicht und hatte kein Wasser. Und dann hat er sich einfach nur angelegt und hat dem Samichlaus geholfen. Und so ist er mitgekommen. Und weil er ein dreckiges Gesicht hatte, haben die Leute nachher Schmutzli gesehen zu ihm. Und das ist ihm geblieben. So ist das. Und der Samichlaus kommt ja heute und ist eigentlich eine Liebe. Es gibt ein altes Samichlaus-Vers, das heisst, Samichlaus, du lieber Mann, gell, ich muss keine Rute haben, bring mir Nuss und Beeren, dann komme ich hinführen. Und früher war das ganz schlimm, da haben die Leute, die Kinder, denen Angst gemacht mit dem Samichlaus und ich gesagt, der nimmt den Schmutzli nimmt in den Sack und der bringt den Ruter und der schlägt die zusammen. Und manchmal haben sie das so gemacht und darum haben viele Kinder Angst gehabt. Aber das ist durch, das macht man heute nicht mehr. Der Samichlaus tut höchstens ein Buch auf und noch sagen, ja, also los Hansi, ich sehe hier gerade, du könntest am Abend noch ein schöner aufräumen, heisst es so. Aber du machst es gut, du putzt gegen die Zähne, bevor du ins Bett gehst. Oder beim Vreneli sagt er, das ist jetzt schön, da heisst es, du tust der Mami viel helfen beim Tischdecken. Aber wenn du vom Kindergarten heimkommst, tust du gerne die Schuhe um die Ecke schiessen. Also das kannst du auch noch besser machen. Also solche Sachen sind noch geblieben. Aber wenn das nicht ist, als man den Kindern Angst macht, dann ist es eben auch schöner, bringt ja feine Sachen. Es wäre wichtig auch, dass man
mit den Kindern eben in dieser Zeit vielleicht auch das Klausenbuch anschaut, das Bilderbuch anschaut, dass man Versli lernt und dass man einfach miteinander die Zeit genießt. Zum Beispiel, wenn bei den Versli lehren, könnte man auch sagen, Samichlaus, wo kommst du her? 700 Stunden weit her. Samichlaus, ist dein Säckli schwer? 700 Stunden ist schwer. Samichlaus, mach das Säckli gleichzeitig leer. Dann ist dein Säckli nicht mehr schwer. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Aber in der dunklen Jahreszeit ist es eben schön, wenn man zusammenhöckelt und miteinander vielleicht eben Geschichten erzählt, ein Kerzchen anzündet und es genießt. Und das ist immer in der 2. Adventswoche. Und heute zünden wir schon die 3. Kerze an. Der 3. Adventssonntag. Und heute möchte ich über Brüche reden, die man während der Adventszeit machen kann. Das Licht, wenn man jetzt die 3 Kerzen hier schon sieht, das Licht spielt in der dunklen Jahreszeit eine ganz grosse Rolle. Genau wie die Sterne, also wir haben jetzt das hier nicht, und die Sterne am Himmel. Und die Sterne haben immer eine Bedeutung gehabt, in der dunklen Jahreszeit. Ob jetzt das mehr war, als man die Sternbilder besser gesehen hat, oder ob es jetzt eben ist in der Weihnachtsgeschichte, wo der Stern über Bethlehem ist. Also die Sterne sind wichtig in der Weihnachtszeit. Und sie sind auch ein Symbol von der Adventszeit. Und man hat also Sterne auf Sterne schon verehrt oder Freude gehabt, schon ab dem 4. Jahrhundert. Mit den Kindern ist es wichtig, dass man in dieser Zeit zum Beispiel das Haus schmückt, dass man es gemütlich macht. Also Weihnachten ist eine ganz spezielle Zeit, dass man vielleicht geht Mistelzweige reichen und dann macht man ja schön einen Letsch dran und hängt sie auf und dann sagt man, jeder, der unter einem Mistelzweig durchläuft, dem darf man ein Münzchen geben. Da haben die Kinder natürlich Freude, wenn man so etwas anfängt. Oder wir dekorieren die Räume mit Ästchen oder mit Weihnachtsschmuck. Oder wir beleuchten auch im Garten etwas beleuchten, also es schön ist. Einfach nicht zu viel, nicht, dass man ein Weihnachtsfest hat, aber einfach, dass es so ein Licht bringt in die Dunkelheit und uns quasi das Herz erwärmt. Und dann ist ganz, ganz wichtig, dass man Gutzi backt. Also in der 3. Woche ist auch Zeit zum Gutzeln. Und das wird auch an allen Orten gemacht. Und die Kinder helfen gerne Teig kneten oder auströhlen oder schöne Förmchen ausstechen. Und das, wenn man das als Kind mitnimmt, wenn man eben zum Beispiel Anisbrötchen schmeckt, dann heisst das, jetzt ist Weihnacht. Ich habe hier so ein schönes mitgebracht. Eins, das Füssli hat und wo man, wenn man da daran schmeckt es wunderbar. Also das sind Gerüche, die man mitnimmt durchs Leben. Oder auch zum Beispiel Zimtsterne. Einen Zimtstern habe ich gerne. Also die Kinder haben da Freude daran. Ich habe jetzt alles Sterne gebracht, weil eben die Sterne wichtig sind in der Weihnachtszeit. Oder hier habe ich noch ein Mailänderchen. Aber man kann natürlich ganz andere Sachen aus, also auch Herzchen oder Sonnen oder Kamel haben wir auch gehabt. Oder einfach Mond. Also das Kinder gerne helfen oder auch die Glasur drauf pinseln oder Eigelb anpinseln und dann natürlich ausschlecken. Aber wenn man das alle Jahre wieder macht, dann weiss man, in der dunklen Jahreszeit sind wir in der Küche miteinander, haben es schön, machen Weihnachtsgutzi und nachher, wenn man die dann anfängt zu essen, ein Kerzchen anzünden und es einfach gemütlich haben miteinander. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und am Abend wäre es schön, wenn man in der Adventszeit mit den Kindern immer eine Geschichte erzählt oder ein Bilderbuch zusammen anschaut. Weil das Zusammensein und dann gerne haben, kuscheln und erzählen, das gibt einfach wie ein
das ist quasi wie eine Impfung, als Kind ein besseres Selbstwertgefühl haben. Also die fühlen sich geliebt bei solchen Sachen und es ist wichtig, das kann man nachher auch, wenn man erwachsen ist, dann wieder an seine Kinder weitergeben. Also vielleicht können wir auch anfangen, in der 3. Woche Krippenfiguren aufstellen, weil für die Kinder ist das, wie wenn sie mit einem Stall spielen oder wenn sie mit einem Schloss spielen. Das ist wichtig, dass sie die Figürchen haben, die Hirten und die Schöfli und sagen wir eben Maria und Josef und das Jesuskind. Also die Geschichte wird für die Kinder optisch und wenn man das eben so wie vorspielt, dann bleibt es besser im Gedächtnis und die Kinder können sich es schöner vorstellen. Und dann ist es selbstverständlich, als man in der Weihnachtszeit, in der Adventszeit miteinander auch Liedli singt oder flötelt oder Musik macht oder Versli lehrt. Also das gibt einfach alles den Geschmack nach Weihnacht. Und dann kann man vielleicht noch einmal eine Weihnachtsmärkte besuchen. Ich meine nicht, dass man jetzt hier gross kaufen, aber es sieht manchmal einfach schön aus. Es ist etwas anderes, wenn man da durchläuft und vielleicht am Schluss dann noch ein Kind noch Novo trinken oder Mama und der Papa nehmen vielleicht einen Glühwein. Es gibt einfach die Stimmung, die es macht. Und dann fängt es auch an, der Samichlaus war ja eben auch ein Waisenkind und hat nachher den anderen Leuten geschenkt. Das Gleiche ist schon beim St. Martin, der hat ja den Mantel verschenkt. Oder bei den Sterntaler, das Mädchen verschenkt auch noch alles. Also Weihnachtszeit heisst auch Essen teilen, vielleicht Spielzeug teilen, vor allem Zeit teilen, sich Zeit nehmen. Das sind Sachen, die man einfach nicht kaufen kann, die man leben muss, die man weitergeben kann. Und darum ist es auch wichtig, dass man vielleicht mit den Kindern zum Beispiel Sterne bastelt und die nachher an der Oma und dem Opa bringt oder an der alten Tante oder sonst einer Freundin. Also wenn man mit den Kindern geht und ein Ästchen bringt und ein Kerzchen vielleicht dazu und eben den Stern, dann macht man den alten Leuten oder den Älteren einfach sehr viel Freude. Und das wäre etwas, was man lernen kann, wie man Nächstenliebe oder Achtsamkeit oder Zwischenmenschlichkeit, einfach, wenn man so etwas mitnehmen kann, das ist wichtig in der dunklen Jahreszeit. Und schon zünden wir die Kerzen an, die letzte, die 4. vom Adventskranz. Ich denke einfach ganz fest daran, dass die Weihnacht der kürzeste Tag ist vom Jahr und die längste Nacht. Und darum sagt man, das Licht, die Sonne wird dann geboren. Und darum ist es so wichtig, dass man eben das genießt miteinander. So ein Adventskranz hat einfach eine schöne Botschaft. Wir brauchen Licht im Dunkeln und es tut den Grossen und den Kleinen wohl an der Seele, wenn man das geniessen kann. Lichtfeste gibt es in allen Ländern und in allen Religionen. Zum Beispiel das Chanukka-Fest ist ein 8-tägiges Fest, das im Judentum gefeiert wird. Und das ist auch vom Ende November bis und Anfang Dezember. 8 Tage wird das gefeiert. Oder bei den Hindus feiert man Diwali, heisst das Lichtfest. Und dort ist es ganz Spannende. Dort wird das Licht, der Sieg vom Licht über das Dunkle und vom Leben über den Tod gefeiert. Finde ich auch ganz schön. Oder dann zum Beispiel in Schweden die Lucia, das ist der 13. Dezember und das hat mir als Kind schon so gefallen. Dort werden einem Kind aus der Familie wird wie ein Adventskranz auf den Kopf da mit Kerzen und die Lucia trägt ein weißes Kleid und dann tut man es noch so zusammenbungen und dann darf die am Morgen die ganze Familie wecken mit dem. Die tun dann in dem Feistern miteinander zusammen so zum Morgenessen und dann machen sie wie bei uns das Königssingen. Sie gehen dann miteinander auf die Strasse und die so bis in die Kirche laufen und das nachher dort feiern. Und weil das, die Lucia, ist eigentlich
Märtyrerin, die im Norden gelebt hat zu der Römerzeit. Und die hat den armen Leuten im Winter eben die Suppe gebracht oder ein Brot gebracht oder einfach ist denen helfen, so armen, alten Leuten. Und dann ist sie eben einmal, haben sie umgebracht. Und wegen dem wird das gefeiert und ich finde das so einen schönen Brauch. Das ist etwas, wo ich finde, da wäre ich jetzt gerne in Schweden, dass ich das alle Jahre feiern könnte. Ja, so ist das. Am 4. Advent ist eben jetzt die Zeit vorbei. In der nächsten Woche, also in der Woche darauf, kommt jetzt die Weihnachtszeit. Und dann ist alles wieder ein bisschen anders. Ich will jetzt das hier. Einmal hat zu mir ein Kind gesagt, gell, der Tannenbaum ist der Geburtstagskuchen vom Jesuskind. Und das ist genau so. Der ist voll mit Kerzen. Also dort wird das Licht noch mehr Licht. Und heute tut man ja manchmal, als man nicht Brandgefahr hat, wird es auch elektrisch gemacht. Aber es gibt heute schöne Sachen, also es nicht so kitschig ist, dass man es also nicht so gut merkt. Aber für alte Leute oder wenn man kleine Kinder hat, ist es vielleicht gescheiter. Also es ist ja blöd, wenn man dann noch einen Brand hat. Aber wir sind auch damit aufgewachsen und man muss halt achtsam sein, es muss immer jemand dabei sein und die Kinder dürfen nicht allein herumführen. Also das muss man halt schon so den Kindern verkaufen. Also ich wünsche euch ganz viele schöne, besinnliche Tage, weil es ist nicht wichtig, dass man das schönste Fest hat, die grössten Geschenke, die besten Gutsein. Wichtig ist, dass man es gemütlich hat zusammen, dass man die dunkle Zeit mit Gutzeli versüßt, mit Kerzenlicht erwärmt, mit Vorlesen, mit Zusammensein. Das ist das Wichtigste daran. Darum brauchen wir in der dunklen Jahreszeit Licht.